Jeder von uns kennt das Hennessy-Theater. Aber was wäre das Hennessy ohne Bärbelche? Auf der Homepage vom Theater steht, sie sei selbstbewusst, emanzipiert, klug bis altklug, pfiffig, fröhlich, aufgeweckt. Einzige Schwäche, das Hennessy. Tja, und dann steht da noch, das Bärbelche ist das beste Stück vom Schmölzchen. Heute, 4. Dezember, Fest vom Bärbelche, Fest der heiligen Barbara. Als nicht gebotener Gedenktag im deutschsprachigen Gebiet. Komische Formulierung, warum das dann? Barbara, auf Griechisch die Fremde, war vielleicht Märtyrerin unter den Kaisern Maximinian und Diokletian, so um 310, vielleicht aber auch in der heutigen Türkei, vielleicht aber auch im Libanon, man weiß es nicht. Sie ist historisch eher eine unhaltbare Figur und wurde deshalb 1969 aus dem offiziellen römischen heiligen Kalender gestrichen. Aber beim Volk, quasi von unten, ist sie dennoch eine der bekanntesten und beliebtesten christlichen Heiligen geblieben. Ja, sogar Nothelferin und Schutzpatronin der Bergleute. Ist das nicht schön? Brauchtum, was von unten lebt, lässt sich nicht einfach so kaputt kriegen. Dargestellt wird sie mit einem Turm, weil ihr Vater sie angeblich in einen solchen hineingesperrt haben soll. An ihrem Tag werden Zweige von Apfel- oder Kirschbäumen abgeschnitten und ins Wasser gestellt. Und genau das wollen wir jetzt tun, wenn wir gemeinsam zu meinem Kirschbaum im Garten gehen. So, man sieht, wir sind jetzt angekommen am Kirschbaum, der keine Blätter mehr trägt. Der sieht wie dürr aus, aber wir wissen und hoffen, dass er im nächsten Frühling wieder blüht. Und genau das sollen die Barbara-Zweige darstellen. Die Hoffnung darauf, dass Leben weitergeht. Von daher ist Barbara, glaube ich, auch eine gute Corona-Heilige. Ich habe mal nachgeguckt, es gibt von den vielen Bauernregeln eine, die ich gerne zitieren möchte. Nach Barbara geht's Frosten an, kommt's früher, ist nicht wohlgetan. So, und jetzt schneide ich ein paar Zweige und stelle mir ein paar selber ins Wasser. Und ich kenne ein paar Barbaras und Bärbels, die kriegen alle von mir einen solchen Barbara-Zweig geschenkt. Eine davon ist sogar eine Schwester von mir.